Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und ich würde sagen, wir machen jetzt heute auf jeden Fall mal Hauptstory wie Sau. Nachdem wir jetzt in der letzten Episode eine halbe Stunde lang rumgewurschtelt sind und nichts Effektives in der Story gemacht haben, kommen wir jetzt so dafür in eine richtig geile Gegend rein. Labor EG, und die Musik ist schon der Hammer. Also die Gegend entlohnt definitiv, dass wir der letzte Episode eine halbe Stunde rumgewurschtelt sind. Ist auch so geil, dass nur so Spotlight auf Ark ist. Da vorne war ja auch noch was, das wollte ich euch auch noch zeigen. Ich latsche immer drauf vorbei, weil ich das Spiel so oft schon gespielt habe und das kenne. Aufzug. Nichts passiert, vielleicht ist die Kraft erloschen. Ja, hier ist es richtig technisch. Dafür, dass die Elektrizität erst vor kurzem erfunden worden ist, tut sich hier doch schon eine Menge, würde ich sagen, was technische Errungenschaften angeht. Arg betätigte Schalter. Und jetzt haben wir wenigstens wieder Licht in dem Lader. Oh, und die Musik ist auch so geil. Und die Rohre hier und die Roboter, die hier rumstehen. Ach ja. Aber die sind alle deaktiviert, wie es aussieht. Und zu ihnen können wir auch nicht. Da habe ich beim ersten Mal nicht gewusst, was ich zu machen habe. Da müsst ihr unter die Rohre durchkriechen. Ist auch schwierig am Anfang, das rauszufinden, muss ich sagen. Rohre und Kette. Und da geht's auch noch wo hier. Aber erstmal hier gucken. Na, da waschelt schon irgendeiner rum. Also wir sind definitiv nicht alle. Das ist so mal auf Super Nintendo Niveau, könnte man schon fast sagen. Hier rennen die Maschinen rum und sind uns anscheinend nicht so freundlich gesinnt. Meine Kraft reicht nicht aus, um noch mehr zu tragen. Ich muss erstmal Platz schaffen, um etwas aufzunehmen. Ich glaube, hier handelt es sich um Rüstung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube aber Rüstung. Dann kann jetzt erst einmal das Kettehemd fort. Das ist von den Dinger wahrscheinlich schwächste. Deswegen erstmal das Kettehemd weg. Und die mittelalterliche Zeit, da haben wir ja auch schon längst vorbei und hinter uns. Ah, Ark erhält das Seelenpanzer, das war's. Okay, netter Schuppemantel. Seelenpanzer, wehrt tödliche Flüche ab. Sehr geil. Nehmen wir doch sofort. Und, nee, will ich nicht. Ihr seht auch von 283, was ich vorher gehabt habe, haben wir jetzt 323. Wenn ich es ablege, 283, und wenn ich es wieder anlege, auf 323 Stücke. Das ist schon gewaltig, wie ich finde. Also den Seelenpanzer, der tödliche Flüche abwehrt, den könnt ihr euch auf jeden Fall zu Gemüte führen. Der bringt nur Vorteile. Okay, jetzt können wir zu einem bösartigen Roboter gehen. Und die deren gehen automatisch auf. Da ist er schon, der waschste König. Wie, du machst hier den Moondance. So. Moonwalk natürlich, nicht Moondance. Moondance war von Nightwisher, Instrumentallied. Okay, da geht's weiter. Yeah, zack. Ich finde es auch so geil animiert, wie die explodieren, die Roboter. Die kriegen hier eindeutig den Stromschlag und platzen dann. Das finde ich sehr geil gemacht. Bei denen ist wenigstens irgendwie noch realistisch, dass die explodieren könnten im Vergleich zu so einem Vogel oder so, die danach explodieren. Nein, es wird explodieren. Immer diese Schaltkreise in der Gosh, Igitt. Arg betätigte Schalter. Was hat das jetzt getan? Irgendwas muss es ja gebraucht haben. Irgendwas muss es ja gebraucht haben. Ansonsten, man fummelt ja nicht einfach so an irgendwelche Schalter rum, obwohl Ark das offensichtlich macht. Ihr könnt es euch vielleicht denken, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, wenn ihr seht, dass die Kette sich jetzt bewegt. Also irgendwelche Mechanismen scheinen jetzt in Gang gesetzt worden zu sein. Und die Roboter hier nehmen auch ihre Tätigkeit wieder auf. Die machen auch ihr Fließbanderbe wieder. Das könnte auch heißen, dass unser Aufzug wieder funktioniert. Na Allah. Ich finde es aber irgendwie cool, dass das auch als Äußerliches, als Schloss durchgeht von der Animation. Obwohl das so eindeutig ein riesiger Laborkomplex ist. Jetzt gucken wir mal rein. Aufzug, zack. Und es geht runter und nicht hoch. Das heißt, das ganze Ding ist eigentlich ein unterirdischer Laborkomplex. Das finde ich persönlich noch viel geiler. Das macht das Ganze auch irgendwie bedrückender, wenn man sich vorstellt, dass man hier auch immer eine Etage tiefer ins Erdinnere vordringt. Boah. Und die Musik zeigt ja auch schon, dass es hier nicht gerade so gemütlich sein soll. Boah, geil.
anderen Seite frage ich mich irgendwie, ob das Schloss nicht in Deutschland liegen soll. Aber ich glaube nach wie vor, dass das Russland sein soll. Hier die ganze Geschichte um Veruga schätze ich irgendwie schon, dass das Russland sein soll. Und Doneve sind jetzt auch so komische Gerätschaften, oder werden wir auch gleich rausfinden, was die Dinger machen. Ah, schön. Einfach nur schön. Ich mag das Labor. Und die habe ich immer für Schweinekalter. Wahrscheinlich sind das Gasmaske, die sie da tragen. Aber ich glaube, für mich waren das immer Schweine. Mit den Schweinen haben wir ja viel Erfahrung. In Sui das erste Mal als so Schweinepriester. Und ja, dann waren nochmal irgendwo Schweine. Ich weiß aber nicht wie wo. Okay, jetzt mache ich nochmal den Xenospeer, um zu gucken, was der Unterschied ist. So bei 140 bis 160 waren wir. Dann machen wir 184 Schade. Das ist schon gewaltig. Und jetzt nehmen wir den Aurastab, der Stärke in Abwehr umwandelt, wenn ihr euch doch richtig erinnert. Das haben wir in Sibirien auch gefunden, das Ding. Schönes hellgrün hat's. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir mit dem Ding an Schade machen. Da müssen wir reinspringen. Und hui, es ist ein Teleporter. Hier ist die Zukunft ganz nah. Und hier machen wir auf einmal nur 70 Schade. Da können wir jetzt rumwurschteln, so viel wir wollen. So toll ist es jetzt nicht unbedingt. Aber ich renne jetzt mal in so Wutz rein. 7 Schadenspunkte kriegen wir so nur gemacht. Wenn wir jetzt wieder den Xenospeer nehmen, 7 Schadenspunkte, ihr erinnert euch, Achtung, 25, 23, das ist nicht so schön. Das ist echt nicht so schön. Und mit dem Narrstab, wie viel Schaden macht es dann da? Enna. Okay, also ich glaube, wir sind am besten mit dem Ding beraten. Das macht einen guten Durchschnittsschaden und wir kriegen ganz, ganz wenig abgezogen. Da pfeife ich in der hier sich dann doch tatsächlich auf den anderen Speer, auf den Aurastab. Exakt 4000 Taler haben wir gerade. So, Deep in the Woods. Und weg ist er. Jetzt gucken wir mal, wofür die Dinger da sind. Der führt ins Nichts. Und der hier führt genauso ins Nichts. Aber die Gegner respawnen wieder. Das heißt, die Teleporter hier bringen uns nicht sonderlich viel. Aber, ja, mal gucken, wie viel ich eigentlich mit Abschmeißschade mache. Okay, mit Abschmeißschade mache ich echt nicht viel Schade. Na gut, ein Versuch war es trotzdem wert. Ich bin da ab und zu also mal neugierig. So, komm her, du Schweinepriester mit Flamme, mit Raketewerfer. Oh, hör auf mir, auf die Schnur zu schlagen. Und auf die Schnur zu fliegen. Alter, du Schwein. Was haben wir dann jetzt hier? Arg betätigte Schalter. Einfach mal random Schalter umlecken, das kann ja nicht schaden. Denkt sich der Arg. Und, warum mache ich denn Schade, du Schwein? So, geht doch. Jetzt sind wir hier wieder in dem Gebiet gelandet. Und hier können wir auch wieder ein bisschen rumalbern. Jo, perfekt. Quatsch, da müssen wir ja gar nicht hin. Wir müssen wieder zurück. Weil mir Hände Schalter umgelegt, war's nächste Stockwerk. Aber an der Musik kann man sich auch nicht satt hören. Ich finde definitiv, die wird auf Dauer nicht langweilig. Die von Schloss Toronja bzw. von Burg Drachenfels, die kann wirklich noch eine gewisse Zeit auf die Nerven gehen. Auch wenn sie relativ episch ist. Aber das hier, Verugas Labor, finde ich auf jeden Fall sehr episch und kann ich immer hören. Die wird nicht langweilig, die Musik. Also wieder runter. Rechts steht in dem Fall für runtergehe und links für hochgehe. Wow, hochtechnisiertes Labor. Also der muss auch Jahre gebraucht haben, um den Komplex aufzubauen. Auf der anderen Seite, wer seine irgendwie Sekte und Religion hat, der hat auch kein Problem, dort mit Bauarbeiter zu finden und Architekten, die ihm sowas machen und Ingenieure. So, jetzt gucken wir woanders stehen. Was ist denn das für ein widerliches Ding? Igitt. Vom Würfel absorbiert. Das klingt wie ein schlechter deutscher Subtext für einen Horrorfilm. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, also, oder mir fehlt jetzt, natürlich jetzt Showing-Effekt und so weiter. Mir will jetzt keiner einfallen, aber bei Filmen muss es immer irgendwelche dappische deutsche Untertitel geben. Und vom Würfel absorbiert klingt irgendwie wie so ein schlechter Subtext für einen Horrorfilm. Mir fällt jetzt gerade echt nichts ab. Ei, Stärke von Ark nimmt ab. Hör auf, du Anti-Schwäche-Roboter. Mistkerl.
her. Dich mache ich fertig, Robocop. Naja, so geht's einfacher. Mensch. Ich mache das Schutzschild einfach so davor, fast Feeling. Weil das irgendwie realistischer ist. Ich glaube, ich gehe definitiv durch mein Schild hochfahre, wenn mich so ein Roboter, wenn so ein Roboter explodieren geht. Nein! So, komm her. Zack. Dafür finden wir hier ein Abwehrelixier. Sehr praktisch. Mir lässt es jetzt gerade keine Ruhe. Fallen eigentlich irgendwelche lustige Filmtitel ein oder irgendwelche Filme zum Beispiel? Genau, The Fog heißt es einfach nur. Abwehrelixier getrunken und Abwehr steigt um 1. Juhu! Oder um im Text zu bleiben, hollerö. Ja, zum Beispiel The Fog heißt der Film. Und dann hat man im Deutschen noch den Subtext Nebel des Grauens drunter gesetzt. Das ist so ein Beispiel für so Horrorfilme, wo man noch so einen miese deutsche Subtext drunter knallt. Aber es würde mich sehr interessieren, hier so Diskussionen in die Kommentare zu führen, was das angeht. Damit man so Auflistung von lauter dämliche Titel macht. Das fände ich sehr amüsant. Weil spontan fällt mir jetzt hier nichts wirklich ein. Aber ich glaube, als Beispiel ist es auch genug, um meinen Standpunkt zu verstehen, was ich meine. Oder was auch so saublöd ist zum Beispiel. Original hieß der Film Dawn of the Dead und im Deutschen haben sie Zombie draus gemacht. Und das Allergeilste, stimmt, jetzt fallen mir immer wer wieder ein. Und das Allerbeste war für Day of the Dead aus der 80er Jahre. Der hieß im Original natürlich Day of the Dead. Und ich sage auch nur Day of the Dead dazu. Und im Deutschen haben sie draus gemacht Zombie 2, das letzte Kapitel. Und das, obwohl dann noch Land of the Dead, Diary of the Dead und Survival of the Dead von Romero rauskam. Also schon etwas redundant. Naja, was soll's. Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. Huch, was für Passwort? Was geht denn ab? Juhu! Die Maschine kontrolliert alle Systeme im Berugas Labor. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Das habe ich jetzt schon rausgefunden, danke. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke gut, was ich sag. Bloody Mary. Das ist auch wieder so eine Anspielung auf die Hades-Hexe da, ne? Bloody Mary. So vielleicht? Passwort akzeptiert. Aufzüge und Kälteschlafzentren sind durch das Passwort freigegeben. Hollerö, es hat beim ersten Versuch geklappt. Aber woher wissen der Fluffy so tolle Sache? Anschluss an die Datenbasis. Zugang zu Daten. Geschichte. Berugas Tag. Das Datum, an dem Beruga seine neue Biotheorie verkündete. DNA-Experimente bekämpfen immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Kälteschlaf. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt. Geschaffen von Dr. Beruga. Verlangsamte die Ausbreitung von Krankheiten und rettete Leben. Letzter Erdentag. Das klingt etwas kryptisch. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Dr. Beruga impfte einige, doch eine Hungersnot raffte sie doch dahin. Interessant an der Sache. Asmodeo steht für der jüdische bzw. hebräische Dämon Aschmodai, der auch in der Fantasy-Literatur und Spiele und so weiter immer mal wieder als Asmodeus vorkommt. Und laut Mythologie soll Aschmodai einer von den Dämonen gewesen sein, der durch König Salomos Ring dazu gezwungen wurde, ihm den Tempel zu bauen. Also es war insofern ein hilfreicher Geist, der an König Salomo gebunden war. Der konnte mitunter Djinne und andere Geister der Wüste, aber auch dann unter anderem Aschmodai befehlicher. Und die sollen dann der erste Tempel gebaut haben, der salomonische Tempel. Was eigentlich Quatsch ist, weil archäologisch und historisch wissen wir, dass Salomo, der ach so weise, ein ganzes Stammesgebiet von seinen 60 Stämmen hergegeben hat an die Phönizier und das als Bezahlung gegeben hat, damit die ihm aus, wie hießen sie dann nochmal, die besondere Bäume? Nicht Pappeln?
aus Zedern. Damit sie eben aus Zedern den Tempel bauen und viele Fruchtbarkeitssymbole und andere Gottessymbole sind in dem Tempel auch gewesen, der aus dem phönizischen Glaube war. Also das wurde definitiv historisch, archäologisch von den Phönizier gebaut, war aber doch seinerzeit ein Riesenbauwerk. Man muss bedenken, dass es so um 950 vor Christus war, das Ganze. Also es war schon gewaltig in der Zeit. Und trotz allem die Mythe besagt halt, dass Aschmodai mitgeholfen haben soll. Zusätzlich soll Aschmodai auch einer gewesen sein, so ein Dämon, der über Sodom, Gomorra und ähnliche Städte gerichtet haben soll. Also über sündige Städte gerichtet haben soll und auch als Herr des Niedergangs und Herr der Gerichte bekannt ist. Das heißt, Aschmodai ist in dem Fall im jüdischen Glaube auch ein Richter. Und das passt dann wieder dazu, wenn man so ein Virus hat, der 90% der Menschheit auslöscht, denn noch Aschmodai zu benennen, dass der halt wirklich über die Menschheit richtet. Also nur cooles Hintergrundinfo. Nur coole Hintergrundinfos für euch. Labor. Forschung und Entwicklung bahnbrechender Biotechnologien. Da die Arbeit sehr gefährlich ist, wird sie von Robotern erledigt. Impfungen. Das Impfserum gegen Asmodeo wurde hier entwickelt. Die Erfolgsquote liegt bei über 80%. Doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Geräteraum. Im Erdgeschoss ist der Versammlungsraum der Roboter, im U1 und U2 sind die Biolaboratorien, U3 befindet sich noch im Aufbau. Okay. Dann wissen wir doch jetzt auch Bescheid. Finde ich auch sehr cool, dass man so zur Hintergrundgeschichte noch was erklärt kriegt. Geil. Und wir haben Level 26 erreicht. KP steigt um 14, die Stärke um 2, die Abwehr um 3 und Glück um geile satte 4. Und mit unserem Level-Up kommt der Explosion. Epischer können es kaum sein. Jetzt können wir die Kerle schon fast One-Hitter. So. Ja, in dem Fall ge-One-Hitted. Aber Glück um 4, das ist das Höchste, was möglich ist. Sehr, sehr geil. Zack. Ja, ich könnte mal wirklich fast schon One-Hitter. Das ist sehr cool. Berugas Labor ist natürlich auch wieder perfekt zum Leveln geeignet. Die Gegner sind nicht besonders stark jetzt, so um unser Level rum. Und die sind dann nicht besonders schwer. Und sie geben eigentlich auch gut Erfahrungspunkte. So. Zack. Achtung. Kabum. Und wutz. Und ne, Quatsch, da komme ich gar nicht hoch. Da muss ich rein. So, noch einmal. Platsch. Ein gutes Geld geben sie auch, muss man sagen. Also um Geld zu farmen ist Berugas Labor definitiv auch geeignet. Zack. Es gefällt mir einfach nur sehr gut hier. Ich mag das. Berugas Labor ist mit eins von meinen Lieblingslevels, muss ich gestehen. Und jetzt können wir hier wieder raus. Oh, jetzt rast aber. Und das Labor oder die Station im Aufbau haben wir gerade eben verpasst. Und es rast bis ganz noch ohne runter. Ob das so ein gutes Zeichen ist? Uah. Da wäre jetzt nämlich dormlich auf der Plattform, aber der Ark, der macht das nix. Batsch, runtergekracht. Und jetzt kommt noch einer, so ein Butzenickel. Gut, dass man noch ein Level kriegt hin vorher. Jetzt sind wir anscheinend im Rampelicht. Bewegen können wir uns nicht, wir werden entdeckt. Boah, und jetzt kommt ein riesen Oschi runtergekracht. Eindringling, Angriffsmodus aktiviert. Oh, scheiße. Und jetzt können wir uns wieder bewegen. Wir machen eigentlich ganz gut, schade. Und das laggt wie Sau. Das war anscheinend früher zu viel für die Technik, sodass es dort laggt wie noch was. Das war aber auch auf dem Super Nintendo so, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt hat er uns die Stärke abgezwackt. Raketeabwurf. So dramatisch wie möglich muss das Ganze sein. Nein, Ark ist gelähmt. Aber wenigstens werden wir von der Stärke abzwackern, die mir erwischt. Nein! So, jetzt ist die Stärke wieder zurück. Aber ich bin gelähmt. Puh, aber anscheinend gerade richtig. Boah, Nachbrenner gezündet. Jetzt hetze ich mal noch so Götterknöllchen rein. Die sind mittlerweile hauptsächlich unser Nahrungsquelle. Unter 150 müssen wir gar nicht anfangen. Stoßdämpfer, okay. Der Adler ist gelandet. Feuer.
Okay, das Ende Bä ist kaputt. Jetzt fehlen nur noch die anderen 2 Bä. Dann ist auch der Kamerad erledigt. Nachbrenner gezündet. Stoßdämpfer, okay. Der Adler ist gelandet. Feuer. Peitschenschlag. Ich finde es auch sehr cool, wenn man dann das Feeling gibt durch die Stimme. Wenn man sich das halt vorstellt in so einem Kampf, dass der gegen die Maschine kämpft und die gibt dir dann bestimmt immer ihr entsprechende Kommandos. Gerade so. Boah, scheiße, wieder voll in die Lähmung reingerannt. Aber gerade so vor dem Stärke-Ding noch abkauer. Sehr gut. Ja, auf dem richtigen Level ist der natürlich echt keine Bedrohung mehr, muss man dazu sagen. Nein! Wieder in die Lähmung reingeflitzt. Und erstmal bin ich verwischt worden, aber die Stärke ist nicht am Arsch. Fuck, doch noch erwischt worden. Nein, jetzt ist die Stärke doch noch zurück. Okay, dann... Mist. Nochmal Götterknöllchen hinterher. Jetzt stelle ich mich aber gerade echt wie der letzte Mensch an, muss ich zugestehen. Okay, noch einmal. Scheiße, doch noch verwischt war er. Mist. Das ist ätzend. Stärke von Ark nimmt ab, na großartig. Wie viel mag's dann noch abnehmen? Okay. Mann. Okay, noch einmal. Wasch du ruhig mal rum. Okay, in das Ding darf ich noch eine 3 Rote in die Gatling. Okay, komm hierher, Kumpel. So. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder verwischen. Und weiter. Scheiße. Kombi-Attacke. Okay, jetzt soll mal rechts sein, solange es nicht das Stärke-Absaugding ist. Mist. Okay. Das heißt noch ein Götterknöllchen für mich. Also wenn man sich nicht so wie ich wie der letzte Mensch erstellt, dann kann das auch relativ easy sein, weil auf dem Level, auf dem ich bin, ist es eigentlich echt nicht so schwierig. Adler ist wieder gelandet. Okay. Mist. Der berührt war. Oh nein! Ah, Scheißding. Ja, Stärke von Ark nimmt noch mehr ab bis ins Unermessliche. Okay. Stoßdämpfer 8. Das freut mich. Eva. Jetzt sind alle 3 kaputt. Noch nicht fertig. Ein Trick voll. Okay, das ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Das sind jetzt nur noch die Hans-Würste hier. Was weiß ich, so kleine Gabelstapler oder was das darstellen soll. Die letzte Attacke hat einen Zerrisser. Sehr gut. Und jetzt können wir hier hoch. Aber jetzt folgt was noch richtig Wiesteres, der ist schon fast Sache. Zombies! Scheiße. Das sind ja mal tolle Unsterblichkeitsforschungen, wenn hier Zombies in Tanks sind. Zum grüne Glibber. Erinnert mich an American Dad mit dem Schleim, der Halluzinationen und Wahnvorstellungen hervorruft, wo man dann Urlaub drin machen kann. Ich vermisse den Schleim. Ach du Scheiße, retten können wir nicht mit, ne? Aber jetzt passiert's. Und die Musik ist jetzt auch so episch. Ich hab Gänsehaut. Ich weiß nicht, wer du bist, doch danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin Beruga. Wie du siehst, bin ich Wissenschaftler. Die Welt starb, ich fiel in einen tiefen Schlaf. Ja, bis zur Auferstehung der Menschheit. Folge mir, ich will dir etwas zeigen. Boah. Also anscheinend hat er vor der Erweckung der Menschheit schon sowas gehabt. Aber in die Dinger können wir jetzt auch nicht mehr rein.
Und ich wünschte, mir hätten es nicht gemacht, den Scheißkerl zu befreien. Ich wünschte echt, mir hätten es nicht gemacht. Aber wir folgen dem wohl mit seinem schicken Mumu, den er dort trägt. Mit dem Radioaktivzeichen auf dem Kragen drauf. Scheint ein netter Bursche zu sein. Oh je. Dann gehen wir mal dort hier. Und ich schuf dieses Leben. Sind sie nicht wundervoll? Und damit können die Menschen ewig leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit dem Zombie in Nährstoffbad. Oh Gott, na noch Zombie vor allem. Ja. Der Zombie, er guckt mich an. Hey, der Zombie sieht unglaublich traurig aus. Ist doch klasse, den Tod zu überleben, oder? Und wenn ich ergänzen darf, wenn du die Unsterblichkeit erringen willst, muss dein Geist hart und freudlos sein, wie eine russische Rübe. Wenn der Tod verschwindet, wird die Erde bald überquellen. Natürlich habe ich das vorher einkalkuliert. Unwichtige Menschen werden sterben. Nur die wichtigen Menschen überleben. Wie bitte? Dir gehe ich mal eine Krache, du Kerl. Hey, du scheinst zu heiß gebadet zu haben. Doch komm mir besser nicht zu nahe. Kennst du die 3 Gesetze der Roboter? Roboter dürfen Menschen nicht angreifen. Roboter müssen Menschen beschützen. Danach erst dürfen die Roboter sich selbst schützen. Doch für meine Roboter gibt es ein Gebot, das über allen steht. Wer mir an den Kragen will, wird sofort ohne Gnade eliminiert. Mein Reich wird bald aus der Unterwelt emporsteigen. Mein Reich ist die Welt. Hier liegt die ganze Wahrheit des Universums. Lasst uns Zeuge dieser Veränderung der Welt werden. Und im beschaulichen Neo-Tokio fängt der Scheißkerl an. Und er setzt Asmodeo wieder frei. Und denkt, er könnte entscheiden, wer lebt und wer nicht. Die Menschen lösen sich einfach auf. Es ist auch vielleicht besser, das in der Super Nintendo Grafik so zu zeigen, als überall der Weg mit Leiche zu pflastern. Der stürmt raus, die beiden stürmen raus, wissen nicht, was passiert und sterben schon, wenn sie einen Fuß vor die Tür setzen und kriechen noch, bevor sie dann versterben. Oh, Alter. Das ist so heftig. Und jetzt liegt da hier der Ark. Und der Weiße steht vor ihm. Ark, du hast der Welt bisher gute Dienste erwiesen, aber jetzt wird der Beruga aus der Welt ein Paradies machen. Deine Aufgabe ist erfüllt. Halt einfach immer. Das war anscheinend sein Ziel für uns. Dass wir nichts anderes als eine Marionette vom Weise waren, um den Beruga wiederzubeleben. Und der hat ja auch was von Unerwelt gesagt. Jetzt werde ich sterben. Ich frage mich, wovor ich all die Jahre gekämpft habe. Habe ich die Welt erschaffen, um sie Beruga zu überlassen? War das meine Bestimmung? Ich will nicht sterben, ohne zu wissen. Das ist natürlich richtig heftig, wenn man so als Marionette missbraucht wurde und Unterwelt und Ark scheinen zusammen geschafft zu haben. Halt durch, Ark! Du darfst hier nicht sterben. Du stehst außerhalb vom Ring vom Schicksal. Du kannst es ändern. Die Welt braucht dich. Ich werde dich zu mir holen. Halt durch, mein Freund.
Und ich weiß schon, wer ihn holt, aber es ist trotzdem so episch. Und Lord Kumari hat ihn geholt. Endlich! Der ist so durcheinander, dass das I durch ein L ersetzt. Endlich! Du bist erwacht! Lord Kumari ist grad mit Kummer. Du warst schwer verletzt, Kerle. Schattestern ist wieder geboren worden, wie du sicher weißt. Ja, ich habe ja die ganze Zeit geratzt, natürlich weiß ich das. Ohne Mühe radiert der ganze Stadt aus. Ach du Scheiße. Ach, du kannst Lord Kumari noch einen Weg frohen, bevor die Dunkelheit uns all verschlingt. Das klingt nicht so gut, aber mein lieber Mayo mit Ketchup, an der Stelle mache ich nämlich erstmal gern einen Cut und ich würde ganz gern speichern gehen. Und ich bringe das Hässliche jetzt schon in der Episode hinter mich, bevor ich das in der nächsten Episode nochmal anschneiden muss. Uah, ich will das Arrivederla so schnell wie möglich hinter mich bringen, weil wir wissen, wer ihren Großvater besucht hat, die jetzt so beschaulich gegen die Klippe rennt und leider nicht runterstürzt. Arg, du hast mir gefehlt. Geht's dir jetzt halt besser? Ich wollte dich pflegen, Arg, aber der Opa hat's mal verboten. Aus gutem Grund, danke Mayo. Ich hab davon gehört. Du warst im Berugas Labor. Ich hab meinen Körper trainiert und meine körperliche Fähigkeiten. Ich bin bereit. Ich werde stark sein, um dir zu helfen, muss ich viel lernen, Arg. Sag mal, wenn ich dir helfen kann, Arg. Du hättest mal am meisten helfen, wenn die Clip runterrennst, Mädel. Jo, aber an der Stelle speichere ich und mache meinen Cut, ihr liebe Leute. Und ich hoffe, Berugas Labor hat euch so gefallen wie mir. Es ist echt heftig, muss ich dazu sagen. Es ist wirklich eine heftige Stage. Und gerade das Asmodeo-Gedöns ist richtig übel. Asmodeo Schattenstern, wie auch immer man es nennen mag. Es ist so oder so richtig heftig. Und wir retten mit Lord Kumari dann morgen bei Let's Play Final Fantasy will ich schon sagen. Yes, es erleid. Wir sehen uns morgen natürlich bei Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.